Noch ein Beispiel für Thailändisch. Der Satz, das habe ich dort nicht hingelegt, auf Schwäbisch. Hanoi, this honey date, na dong. Ein wenig an Busen sollst du auch haben und sollst mir auch noch lange. Wenn Flüger hinter Flüger fliegen, fliegen Flüger noch. Gut hinhören muss man schon beim Poetry Slam in Edelstetten im Landkreis Günzburg. Vorgetragen wird nämlich in Mundart. Sowas ist selten. Auch Susanne Schillinger lebt hier ihr Hobby aus. Der Reiz ist, dass es einfach was anderes ist. Es wirkt sehr heimelig und ja, das wirklich umzusetzen, dann auch in Mundart kompletten Text zu haben und den dann auch wirklich so vorzutragen, das ist das Besondere. Normalerweise slammt Susanne auf Hochdeutsch. Als gebürtige Schwäbin schätzt sie aber auch den Dialekt sehr. Mundart ist ja was ganz Tolles. Die Dialekte, die es so in den einzelnen Regierungsbezirken gibt. Also ich bin da immer ganz fasziniert, wenn man einen Begriff hat, wo denn ich mit den Kindern spreche und dann sage ich, beim Papa im Niederbayern heißt es, was weiß ich, Oschörzl und wir sagen Ränkerle zum Brot anfangen oder so. Und das sind so Sachen, die faszinieren einen schon. Am Vormittag war sie noch zu Hause in Langehringen im südlichen Landkreis Augsburg. Und am Spielen mit Mann Robert, Helena und Matteo. Vielleicht ist er dann mit der, was auch immer das ist, da hingefallen. Aber könnt ihr parallel, weil die haben ja geschrieben, man soll parallel das lesen. Matteo, es fällt auf, niemand spricht Dialekt. wir haben uns das so abgewöhnt. Ich weiß auch nicht. Durch die Kinder. Also es ist schon ein bisschen Dialekt da. Der Schwäbische, den man halt in so in Langehringen, Schwabmünchen hat, aber halt nicht so extrem wie in anderen Orten. Da ist es teilweise viel intensiver, der Dialekt. Also ach so, nur so ein, zwei Dörfer weiter. Also wenn man dann nur zum Friseur fährt und dort weiter, denkt man sich, oh ja. Man ist da völlig fremd und ganz woanders. Wie die Eltern, so eben auch die Kinder. Das trifft zum Glück auch auf ihre Leidenschaft für Sprache zu. Vor gut 10 Jahren hat Susanne Schillinger mit dem Schreiben begonnen. Eigentlich brauchte sie nur was zum Vorlesen für die eigenen Kinder. Inzwischen gibt's manches in Buchform. Das Zicklein war nun sehr gespannt. So schön es die Geschichte fand. Mutter, ging es dem Baby gut? War es ein Mädchen, oder? Puff. Ihr Vorbild macht Schule. Auch Helena schreibt bereits eigene Texte und darf die der Mama immer als erste beurteilen. Auch mit deinen Poetry Slams ist es jetzt so. Also das ist eigentlich nie große Überraschung, was du dann vorliest und so. Ich bin da immer sehr gut informiert. Mein Umfeld spart nicht, ne? Mit Lob oder auch mit Kritik. Ne? Ja. Ja. Helena ist sogar schon bei einem Slam auf der Bühne gestanden. Thema Nutella. Die Mama war stolz. Die Mama war wahrscheinlich aufgeregt als das Kind. Wer isst Nutella-Brot ohne Butter? Wer isst Nutella-Brot ohne Brot? So viele Lacher braucht die Mama heute auch. Bei der steigt langsam das Lampenfieber. Heiliges Orakel, wer gewinnt heute den Slam? Muss ich heute Die Mama ins Finale. Muss ich heute noch mitmachen? Guck mal da, Glock, Glock. Ja, es war ein Ja. Ob das Orakel recht hat? 5 Slammer aus Bayern und Baden-Württemberg sind in den Gasthof Bischof eingeladen. Die Reihenfolge wird ausgelost. Als Erste auf die Bühne zu müssen, ist immer undankbar. Die 4, juhu. Darf ich mich jetzt wieder Glück gehabt. Andere werden das Publikum anheizen müssen. Es beginnt Sarah Kentner aus Tübingen. Sag mal, haben Sie schon was von der Polizei gehört? Ich will jetzt, dass da endlich was passiert. Ich will Gerechtigkeit für meine Schildkröte. Und Herr Herrmann von der Polizeidienststelle Tübingen-Derendingen hat auch noch mal angerufen, nur um zu fragen, sagen Sie, ruft die Erika bei Ihnen eigentlich auch so oft an? Dann kommt Thomas Eiven aus Rosenheim. Ich komme aus einem Dorf, wo man zum Christopher Street Day noch St. Christophorus Umzug sagt. Bei mir ist öffentlicher Nahverkehr, der Milchtransporter 2-mal am Tag. Dann Wolfgang Heyer aus Ravensburg. Wir tun den Schnupfi schnupfen und der Schlotzer schlotzer mit dem Schrober schrobber und selbst die Schmotze schmotzen. Wir tun den Glotze glotze und alle Brunnen putzen. Wir kennen Glocke klopfen und unsere Schlüpfer schlupfer. Beim Poetry Slam wertet immer das Publikum.
Von 5 Wertungen werden die höchste und niedrigste gestrichen. Die 3 übrigen addiert. Jetzt ist Susanne Schillinger dran. Mit einem Text über nervige Stubenfliegen. Nonsens. Viel Nonsens ist es dieses Mal. Egal wie viel Quatsch das ist, habe ich doch eigentlich immer Momente, die mir dann schon wichtig sind, dass die Werte, die wir auch hier den Kindern vermitteln, also sei es, wie viele Freiheiten wir haben, dass wir auch hier geboren sind, dass wir all diese Dinge, diesen Luxus, eben, dass wir dieses Glück haben, und ich empfinde das als wirklich großes Glück, das ist dann oft in den Texten irgendwo mit drinnen. Also, und ansonsten sollen sie einfach nur Spaß machen. Hier ist Susanne Schillinger. Sie braucht jetzt mindestens 26,2 Punkte, um ins Finale der besten 3 zu kommen. Wenn ich abends auf meinem Kanapee lieg, wird aus der fliegenden Flug eine krabbelnde, die auf meinem linken großen Zeher spazieren geht. Und dann kommt die zweite Flug und spaziert der erste hinterher. Und dann greife ich nach dem Flügebatschen. So hat die Flug 1 sich selber und Flug 2 ins Verderben geflogen. Das soll also eine Warnung sein für alle, die gerne mal nachfliegen. Nicht, dass du unter irgendeinem Flügebatscher klatschen landest. Jede Flug soll machen, was sie will. Halt bloß nicht auf meinem großen Zeher. Dankeschön. Wie der Nonsens mit kleiner Botschaft wohl bei der Jury ankommt? Sie ahnt was. Ich habe das eigentlich gut gemacht, aber ich glaube nicht, dass es langt. 7,1, eine 7,9, eine 7,5, eine 7,5. Die Leute sind sich einig, das ist schon mal schön. Ne? 5, wir streichen die 7,1, wir streichen die 7,9 und das verbleiben 22,6. Sie hatte recht, es reicht nicht fürs Finale. Ich fand's gut. Ich fand die anderen auch gut. Ich genieße einfach den Abend. Stolz auf meine Frau bin ich sowieso. Nach ihr kommt Peter Mader aus Burgau. Ja, was ist denn in der Autotier da drinnen? Da ist ja glatter Tier für Dall drinnen. Ja, verrückt, da sind ja mehr noch Daller drinnen. Und ihr wisst ja, Daller, die kann alle Weine hin. Hast du jetzt ein Dall, ein Dull oder ein Dell drinnen? Oder hast du gleich Haufen Daller, Duller oder Deller drinnen? Man kann sie alle Weine ganz leicht erkennen, denn Daller, Duller, Deller kann alle Weine hin. Ein echter Wortakrobat. Kein Finale, nein. Ein lachendes und ein weinendes Auge. Natürlich hat man immer den Ehrgeiz, dass man weiterkommt, aber bei der Konkurrenz rauszufliegen, kann ich dann mit einem sehr guten Gefühl, die sind unglaublich gut gewesen. Peter Mader. War nach Meinung des Publikums heute der beste Slammer. Aber der eigentliche Sieger dieses Nachmittags im schwäbischen Edelstetten ist der Dialekt.